Hallo zusammen! Hallo miteinander! Heute gibt es mal statt einem normalen Vlog ein anderes Video. Und zwar haben wir die letzten Vlogs immer wieder vom Arbeiten geredet und von digitalen Nomaden. Und heute wollen wir jetzt einfach noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was sind denn genau digitale Nomaden, was hat das mit uns zu tun und wie so Jobs könnten aussehen. Also für die jetzt den Begriff digitale Nomaden zum ersten Mal hören, es ist eigentlich selbsterklärend, es handelt sich hier um Leute, die wie Nomaden um die Welt ziehen. Aber nicht so, wie man sich das vorstellt, irgendwelche Beduinen in Zelten und auf Kamelen, sondern das sind meistens ganz moderne Menschen, die irgendeine Möglichkeit gefunden haben, zum digital, also meistens online, irgendeinen Job auszuführen oder ein Business aufzubauen, wo sie von überall her auf der Welt arbeiten können. Ich selber bin schon vor 4 Jahren das erste Mal auf die Idee gestossen, dass es eben halt Leute gibt, die ungebunden von irgendeinem Büro oder so von überall her auf der Welt arbeiten. Und zwar habe ich auf einem Flohmarkt, das ist eine wahre Geschichte, das ist nicht irgendwie erfunden, weil es ein bisschen geiler tönt. Ich habe auf dem Flohmarkt für 1 Franken ein Buch gefunden, das heisst «Die Kunst, anders zu leben» von Chris Guillebeau. The Art of Nonconformity. Set your own rules, live the life you want, and change the world. By Chris Guillebeau. If you have a dream, if you have this crazy idea, you must believe in it, even if no one else does. When you talk to people who have found the work they were born to do, they are so excited about it. You can tell that they have found something that is really unique. I've never really been interested in living a balanced life. You know, I think balanced people don't change the world. I didn't want to get old, right, and be like, you know, oh, like 10 years ago, I had this idea, you know, to do something, but I never did anything about it. I'm a writer, traveler, and entrepreneur. I'm best known for going to every country in the world, all 193, and for writing the Art of Nonconformity blog and books. Dort drinnen beschreibt eigentlich so ein bisschen seine Lebensphilosophie, die er sich aufgebaut hat, mit seinem Ziel, alle Länder auf der Welt zu bereisen. Und damit er das halt machen kann, hat er irgendeinen Weg finden, damit er sich das kann finanzieren kann. Und weil das halt zur gleichen Zeit war, wie das ganze Internet davon boomen, hat er dann gemerkt, dass er ziemlich einfach über seinen Blog, den er geführt hat, kann Leute erreichen und seine Bücher, die er geschrieben hat, verkaufen. Für mich war das natürlich noch ein bisschen weit entfernt. Ich habe mir nicht irgendwie überlegt, ich werde jetzt ein Autor oder Schriftsteller oder irgendetwas, aber ich habe das ein sehr cooles Konzept gefunden, dass es Leute gibt, die das schaffen, die von überall her arbeiten. Und habe dann, als wir in Australien waren, das Buch mitgenommen und habe das sicher 3-4 Mal drauf und drauf gelesen. Weil ich dann aber direkt nach unserer Australienreise mit meinem Studium angefangen habe ich die ganze digitale Nomadenkram ein bisschen auf die Seite tun, bis ich dann gegen Ende des Studiums vor allem deutsche Blogger und digitale Nomaden wieder darauf aufmerksam geworden bin, weil ich weiss, in der Schweiz ist das eigentlich ein Thema, das ist fast noch nicht bekannt, aber in Deutschland ist das eine riesige Bewegung, die hier entstanden ist in den letzten paar Jahren. Es gibt Events, es gibt Konferenzen, es gibt so digitale Nomaden-Hotspots, wie zum Beispiel in Berlin natürlich, dort wo das sowieso alles entstanden ist, aber auch zum Beispiel in Hamburg, Köln, wo sich Hunderte von digitalen Nomaden mittlerweile treffen, wo eine richtige Community entstanden ist, wo sich gegenseitig die Leute helfen, um eben den Schritt zu schaffen von einem normalen Job, wo man irgendwie im Büro sitzt, zu einem Job, wo man von überall her auf der Welt machen kann. Ich durfte für eine digitale Nomaden-Community aus Barcelona ein Video machen. Ich war mit ein paar digitalen Nomaden in Spanien in einem Co-Living für 1 Woche und habe das dokumentiert, halt wie die arbeiten, wie die sich vernetzen und so weiter. Und habe dabei natürlich vor allem selber gemerkt, was das für coole Leute sind, weil was vielleicht viele denken, die den Begriff vielleicht schon mal gehört haben oder die daran denken, ja, was für Jobs kann man eigentlich von unterwegs her machen. Was oft als erstes so ein bisschen auftaucht, sind so die Softwareentwickler und ja, man muss irgendwie in einer Tech-Branche sein, dass man ein Online-Business machen kann. Und ich war dann selber mega überrascht, dass das eigentlich überhaupt nicht der Fall muss sein. Klar, ist ein guter Teil davon kommt aus dieser Branche, aber es hat eigentlich querfeldig alles Mögliche gehabt. Also auch Mann, Frau, wirklich etwa 50-50.
Jung, alt, alles dabei. Leute aus Amerika, aus Afrika, aus Osteuropa. Also auch nicht nur begrenzt irgendwie auf die westlichen europäischen Länder oder so. Und in Jobs, zum Beispiel, es hat einen gehabt, der hat irgendwie einen Online-Kurs gemacht, wie man richtig massieren kann. Ich meine, das sagt schon alles, oder? Das ist jetzt etwas ganz weit entfernt von irgendwelchen Webentwicklern oder was auch immer. Um euch jetzt eben eine Idee zu geben, was das denn für Jobs könnten sein, haben wir jetzt mal 6 rausgesucht, die wir euch kurz vorstellen wollen. Das eine ist Übersetzer, also Leute, die dann Aufträge annehmen unterwegs und dann Texte, Briefe und so weiter übersetzen. Das zweite ist Grafiker, zum Beispiel im Bereich Logodesign oder Flyer-Design und so weiter. Es gibt als Grafiker ist da endlos Möglichkeiten, um Aufträge zu bekommen. Dann als drittes haben wir auch Social Media Content Manager herausgeschrieben. Also es sind Leute, die Social Media Kanäle betreuen von kleineren, vielleicht auch grösseren Unternehmen. Also das heisst Instagram, Facebook, auch einen Blog, wo sie regelmäßig dann Beiträge produzieren und veröffentlichen. Ein weiterer und sehr verbreiteter Job ist der Job vom Online-Coach. Den gibt es eigentlich wirklich in allen möglichen Sparten. Also kannst du irgendein Gebiet auslesen, sagt das irgendein Hobbygärtner oder so, und der kann irgendeinen Online-Kurs anbieten, den Leuten beibringt, wie sie ihre Gärtchen richtig bepflanzen können. Ja, dort sind die Möglichkeiten wirklich unendlich oder endlos. Was ich natürlich auch schon angetroffen habe, das sind Online-Spekulanten, also Leute, die an der Börse ihr Glück versuchen, weil man das ja von überall her auch verfolgen kann, spekulieren, ob die Märkte hochgehen, Märkte runtergehen und damit schaffen, sich ein regelmäßiges Einkommen zu erarbeiten. Genau, und zum letzten Punkt, der auch sehr interessant ist, vor allem für mich, ist der Job von einer virtuellen Assistentin. Ich habe es schon in einem früheren Video mal angetönt, dass ich das verfolgen will. Und zwar geht es dort darum, dass ich dann, wie das Wort schon sagt, eigentlich virtuell jemandem assistiere. Also es ist dann vor allem Administratives. Es können dann aber auch verschiedene Aufgaben sein, wie auch eventuell Social Media betreuen oder Termine planen, Präsentationen erstellen und so weiter. Also es ist wirklich kommt dann darauf an, was die Firma oder die Person von mir erwartet. Das ist das, was ich jetzt verfolge, wo sicher recht realistisch wäre, dass ich das machen kann, weil ich auch schon Erfahrungen habe als Assistentin. Wenn es euch wundernimmt, wie mein Lebenslauf so aussieht, dann könnt ihr auf meinem LinkedIn-Profil vorbeischauen. Das ist jetzt nämlich online. Beziehungsweise ist schon länger online, aber jetzt ist es fertig. Also dürft ihr gerne vorbeischauen und euch mit mir verlinken. Genau. Der Flo hat auch eins. Ja, wir sind beide unsere LinkedIn-Profile unterwegs. Nein, ich könnt gerne mal reinschauen, wenn es euch wundernimmt, was wir so für einen Werdegang haben. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit stellen. Könnt ihr gerne beantworten. Genau, das wären jetzt einfach mal so ein paar Beispiele gewesen. Es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Wir haben gefunden, es ist wichtig, um euch ein bisschen zu zeigen, dass es nicht nur irgendwelche Entwickler gibt, die das machen können, sondern solange man kreativ ist und wirklich eine Leidenschaft hat für etwas, kann man, glaube ich, mit allem fast einen Weg finden, um zumindest zeitweise ortsunabhängig zu arbeiten. Es ist natürlich nicht für alle etwas. Auch wir müssen zuerst mal herausfinden, wie das so zu uns passt. Wir sind jetzt natürlich auch am Reisen und können das recht gut ausprobieren, weil wir die Freiheit dazu haben. Aber falls euch das noch mehr interessiert, wir werden sicher die nächsten paar Tage, gerade jetzt, wo wir halt an diesem Projekt auch am Arbeiten sind, weiterhin so Videos machen wie jetzt, wo wir euch darüber informieren, wie es so läuft, wo wir euch auch mal ein paar Ressourcen verlinken und angeben, die wir gefunden haben, online, die uns sehr geholfen haben bei dem ganzen digitalen Nomaden-Thema. Ich verlinke sonst hier oben nochmal eine Playlist, wo wir ganz viele Informationen darüber haben, was digitale Nomaden sind, wo ich vor einem Jahr, als ich in Spanien war, mit den digitalen Nomaden ausführliche Interviews geführt habe, mit solchen, die es schon geschafft haben. Es war für mich wirklich sehr spannend, so ein bisschen zu hören, was so
die Schwierigkeiten sind. Und ich würde wirklich jedem, der sich für das Thema interessiert, wirklich wärmstens ans Herz legen, dass ihr euch das mal anschaut. Mir hat das extrem viel gebracht, mit diesen Leuten zu reden. Und ich glaube, das ist so die beste Vorbereitung darauf, wenn man selber Lust darauf hat, das mal auszuprobieren. So, ich glaube, das waren jetzt viele Informationen gewesen. Mit dem schließen wir jetzt unser Video für heute. Ich hoffe, ihr habt es interessant gefunden und schaltet morgen wieder ein. Morgen... Moment. Sag, was du willst sagen. Also, ja, ich glaube, mit dem schließen wir das heutige Video. Ich hoffe, ihr habt es interessant gefunden. Wir finden das Thema wirklich mega spannend und sind gespannt, wo es uns noch hinführt in den nächsten Wochen. Ich hoffe, ihr seid dabei und schaltet morgen wieder ein. Und ja, bis dann, habt euch Sorge und Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Tschüss. Ist gut.